Judy, Judy, Geißelfudi! Oder wohl eher was mit Pferden hier auf Pampros. Egal. Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Sonne und Mond mit dieser, locker holprigen Musik. Und, ja, wir sind nur dabei, mit Pampros hier ein bisschen durch die Gegend zu marschieren. Ganz kurz natürlich noch das Team begutachten mit unserem Eisbrecher vorne ran. Ja, kann ja eigentlich nur nicht schief gehen, wa? Eigentlich nicht schief gehen. Oh, Mist. Pokémon-Kämpfe sind mein Leben. Mach's bereit. Oh mein Gott, das ist sein Leben. Das ist doch voll scheiße. Ja, vor allem sein Leben. Ich meine, müssen wir mal vorstellen. Der steht da die ganze Zeit herum, guckt sich um, bis endlich wir mal kommen, weil sowieso kein anderer Charakter, auf den man irgendwie warten könnte. Sie müssen auf uns warten. Also war der die ganze Zeit und endlich ist er da mit großer Augenblick und nachher da tschüss. So. Koknodon. Ein Gesteins-Pokémon der 4. Generation. Relativ schnell, relativ stark, aber wir haben ja den Eisbrecher. Aber kann er auch Gestein brechen? Wir werden es gleich herausfinden. Set Move. Ich würde sagen, er kann. Und er kriegt wieder Erfahrungspunkte. So ist das Leben. Der Sieger strahlt, der Verlierer weint. Strahlen und weinen, okay. Ich finde einen seltsamen Vergleich, aber okay. Warum auch nicht? Ein Hypertrank. So. Gibt es hier noch irgendwelche besonderen, legendären Pokémon? Vermutlich eher weniger. Legendäre Pokémon vor allem. Ja, man kann ja wohl noch träumen, oder? Ich bin Pampros. Die Erde erzittert unter mir. Stimmt ja. Hey du. Hohe Geschwindigkeit oder hohe Stärke? Wie wäre es mit beidem? Oh mein Gott. Der Quadratschädel. Nein, nicht ganz. Ich mache hier wieder mal. Porygon, Typ noch. Alter, das ist viel groß. War im Vergleich zu unserem Eisbrecher gerade. Hä? Das Pokémon ist schon immer so groß gewesen. Weiß gar nicht mehr. Ja, das ist ein Damage. Porygon, ey. Eigentlich ein cooles Pokémon. Oder so eckig ist nach einem Porygon 2 Porygon Z und so. Yeah. Das müsste jetzt eigentlich ein One-Hit sein. Also, ja, One-Hit. Nee, natürlich nicht mehr, aber ihr versteht schon. Der ein West-Hit war. Ein Stahl-Pokémon. Alter, Gestein-Pokémon, Stahl-Pokémon, Normal-Pokémon. Wir haben gegen alle einen Vorteil. Zum Glück ist Krabbox kein Wasser-Pokémon. Naja, so schnell ist das Vieh ja nicht. Hat trotzdem ordentlich was abgezogen, also ich hatte mit höchstens dem Viertel gerechnet. Aber gut, ja, ist er entwickelt und wir noch nicht. Und je nach Spezialverteidigung von uns. Man muss schon sagen, Magneten hat relativ hohen Spezialangriff. Gegenstoß. Okay, eine Unlichtattacke. Attacke bringt natürlich eigentlich nur, wenn ich die Erfolgung. Ich bin aber relativ schnell von dem. Mit 52 Initiative. Nö. Yes. Unser Pokémon wird gelevelt. Das ist doch richtig geil. Ich finde das richtig steil. Ein Nix-Angriff, der wird jetzt gar nicht geil. Und da kommt schon die erste Scheiße auf uns zu. Es ist ein Alola-Kleinstein. Ein kleiner Kleinstein mit einer frechen Frisur. Und eben wohlgemerkt, es ist ein Elektro
Gestein-Pokémon! Mir scheißegal, ich habe bereits eins auf Sonne. Donnerschlag! Ui! Alter! Jetzt schlechter Specht. Was ich sagen darf. So. Was sagen wir mal? Salamandra zum Einsatz. Sensei, momentan geht ein bisschen im Arsch, wie man sieht. Naja, immer reden wir momentan sowieso nicht. Ja, Sensei, ich weiß es recht. Ich dachte eigentlich von Anfang an, er wäre ein super episches Pokémon und bin doch jetzt mittlerweile ein bisschen enttäuscht von ihm. Leider. Deswegen wohl auch ein Grund, wieso ich einen Sensei gegen den Schluss sind. Also bevor wir halt, ich sage mal, bevor wir die Hauptstory abschließen. Sag's mal so. Werde ich vermutlich Sensei austauschen. Vermutlich. Ja, ich habe da schon Pokémon in sich, was man auch nur in Mond fangen kann. Aha. Ja, jetzt muss man ganz... Ja, vom Regen nicht drauf. Ich will da mal ganz kurz durch und Lucky Duki. Ein Kurtel! Kurtel. Salamandra. Tja, Feuer gegen Feuer. Der Beste kann gewinnen. Das ist eigentlich schon cool, weil Salamandra Toxin und eben jetzt natürlich auch Drachenblut drauf hat. Das bringt... Oh, scheiße. Der hat weniger als 80 KP. Nein, oder genau 80. Verdammt, ich hatte mehr gehabt. Mein Fehl. Entschuldigung. Okay. Was soll's. Quirtle ist auch kein seltenes Pokémon. Kriegen wir überall mal wieder. Deswegen würde ich mal sagen, lassen wir es so, wie es gerade hier ist. Ich besorge mir mal einen Superschutz. Und dann haben wir andere Sorgen und Nöten. Die sind ja auch vonnöten. Das ist eine große Bedeutung. Hä? Für wen? Also wenn das von großer Bedeutung ist, dann sind ja Ultra-Bestien gar keine Pokémon. Ja, ganz ehrlich, also dann sind die niedlich. Naja. Auge des Betrachters. Oh nein. Wassergestein. Könnte es übler sein? Ich glaube nicht. Ich hole da mal raus. Das ist mir zu doof. Ja, komm, Eisbrecher. Bitte kein Boost, bitte kein Boost. Dankeschön. Der holt sich doch gerade Boost. Ich hab's gesehen. Und... aha, ich wollte gerade sagen. Relativ viel Schaden. Ey. Scheiß Knirscher. So. Blubstrahl. Ah, jetzt haben wir schon bis Level 37. Weil dann wird Eisbrecher richtig cool, Mann. Aha. Vielleicht mal noch ein bisschen angucken und so, wa? Wie man das eine Auge unten hat. So, noch ein bisschen Trockenföhn. Natürlich nicht zu lange, es ist eine Krabbe und wir wollen es natürlich nicht grillen und so. Versteht sich von selbst. Ja, Mann, ich freue mich. Ich bin super stark. Ja, Crabbox hat schon was. Muss man mal so sagen. So, danke für den Fight. Da wird er wieder durch. Thank you very much. Ich will irgendwie Pampuli. Wieso kommt das Teil jetzt? Was denn das für ein Level? Kurtel. Salamandra. Und dann mal eine große Dürre herrscht in Hyrule. Nee, falsches Spiel. Das wird wohl immer die Hälfte sein. Alter! Was bist du denn für ein Penner?
Ich meine, klar, die Sonne scheint und so, ist mir alles verständlich, aber trotzdem. Wow, ey. Jo, das war's. Ich habe es schwer vergiftet, das Pokémon rufen, natürlich auch gerne. Für Sensei gucken. Sensei müsste hier etwas aushalten können. Ich hoffe es zumindest. Wäre schon ziemlich cool. Ja, war ja klar. Ich glaube, ich kann noch mal einmal. Ne, komm, Trank reicht auch. Ist ja nicht ganz voll, aber was soll's? Ein Kurtel kann Flammenrad lernen? Ernsthaft jetzt? Na klar, es ist physisch und so, aber... Ist auch egal. Superball! Ja, komm, flieg und sieg. Superball, flieg und sieg. Yeah. Kurtel wurde gefangen. Kurtel? Kurtel. Salamandra! Kurtel ist ja so cool. Yeah, 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 yeah. Es ist die Feuerkröte, Feuerkröte. Und stets brennbares Material. Okay, verstehe. Achso, Spitzname. Jetzt müsste natürlich etwas Kluges einfallen, so auf die Schnelle. Aber natürlich wie immer. So. Nee, das ist auch doof, Name. Mir fällt echt nichts ein. Eine Feuerschildkröte. Er sucht irgendwie meine grauen Zellen ab, ob ich irgendwie wegen Feuerschildkröten so irgendetwas im Hinterkopf hätte aus diversen anderen Anime-Serien, whatever. Irgendwie gar nicht, wa? Meine gute Feuerschildkröte. Ne. Feuerschildkröte, Löwenschildkröte. Recht doof, ne, komm, lassen wir's. Mir fällt nichts ein. Mir fällt echt gar nichts ein. So falsch. Sehen sie heilen mit einer Variante, aber setzen sowieso zu wenig ein. So, wenn man Eisbären erst erstellt, haben wir auch nachher, denke ich mal, alle auf erster Position. Sehr gut. Erste Position. Alle auf Level 30 halt. Wow. So, und wir gehen mal zum Erdkraftwerk. Was auch immer das genau sein soll. Der Glühberg. Was ist ein Angestellter, der den Titel des Geschäftsführers vorzieht? Ah, Geschäftsmann, achso. Anton. Ja, die haben zumindest optisch eine gewisse Ähnlichkeit. Stehen beide irgendwie so bescheuert da. Okay, der Durchbruch. Es ist endlich mal Durchbruch, Freunde. Nee, leider doch nicht. Wenn mal typisch war, da denkt man sich, ja, man hat den Durchbruch geschafft, was passiert? Kommt so ein
Ja, kommt so eine Ente dazwischen. Uah. So eine WC-Ente kommt dazwischen. Ja, sorry. Das wäre ein cooler Spitzname von Enton, WC-Ente. So. Ibitak. Ja. Muss das sein? Elektro-Pokémon, Gestein, irgendwas in der Art. Wie schon mal erwähnt, könnt ihr eigentlich mal einen Wolverock von Sonne rüber tauschen. Das wäre eigentlich echt mal geil zu trainieren. Ernsthaft. Es ist ein Volltreff und das wäre eine Vergiftung, wer weiß. Oh ne, schon wieder. Sind noch schnell. Leider nicht. Vielleicht macht Knirsch ein bisschen mehr Damage. Ich will ins Gewissen, Mann! Lass doch das bleiben. Ich bin ein Slimer und hab kein Gewissen. Jo, man sieht's. Sensei, heule mich endlich mal, du verdammtes Arsch. Das tut gut. Das gefällt, Sensei. Will auch hoffen. Ist auch Verschwendung meiner Zeit. Ja. Hallo? Teilweise spuckt bei mir ein bisschen der Touchscreen herum. Finde ich nicht cool. Gucken. Slimer ist nicht satt. Hey ho! Ja, Mann, komm mein Arme! Nee, lieber nicht. Ja, geil! So, und letzten Bund natürlich noch Salamandra. Yeah, Mann, was geht ab? Yeah, ich bin cool drauf. Nam, 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 nam. Yo. So, hat aber auch. Und tschüssi. Ja, tschüss. So, fast schon gesamte Part hier für die Route aufgebraucht, war. Ist ja wohl schlimm. Dabei ist nicht mal fertig, die Route. Hier gibt es sogar Mackbissen, so etwas, war in der Art. Egal. Wir haben hier noch einen Sonnenstein. Sehr schön. Ein Timerball und da hinten ist irgendetwas los in Entfernung, aber wir können nicht hin, wie es aussieht. Doof. Da können wir auch nicht hin. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Völlig kostenlos. Erdwärme. Ja, natürlich kostenlos, weil mit Natur ist nicht geizig. Erdwärmekraft, will ich nicht bekritzeln. Gar kein Problem. Überzeugt. Okay. Magne. Mensch, mach die Tilo. Magne. Eine TM? Itemsperre. Wer braucht das schon? Richtig wie es Pokémon aus dem Boden käme. Ja, warum auch nicht? Magma-Panzer. Jo, das wissen wir eigentlich schon. Natürlich wieder mal Heinrich Eich. Die Haare von Dicta aber sind in Wirklichkeit Barthaare aus Metall, die es als Tastsensoren oder für die Kommunikation einsetzt. Ja, und deswegen gibt es auch nur in Alola, weil... Ja. Das ist die gute Frage, weil... Oh, Moment ganz kurz. Mein Ohr juckt. Schon besser. Wieder raus hier.
Jo, das war ein wenig informativ, aber hätte man ruhig auch weglassen können. Fand ich jetzt nicht so spannend. Aber egal. Zurück auf Route Nummer 12 und wir brauchen nochmal Pampros. Ein Pampros im Galopp. Hallo? An der Küste. Was, hier oben auf dem Berg gibt es eine Küste? Schnupper, schnupper, schnupper. Eine kleine Perle. Sehr interessant. Schnupper, schnupper. Ah, sehr schön. Der Schutzbehörde von Carlos. Hier ist eine riesige Perle. Was haben wir hier Schönes? Och nö. Es ist wieder mal ein Krabox. Krabox, Krabox. Krabox. Ja, yeah, give me 5. Nee. Aber nicht mit diesen Fäusten. Oh. Eisbrecher ist schon sehr geschwächt. Was soll er bloß tun? Er könnte sich mal austauschen lassen, wa? Gegen ein Kampf-Pokémon. Oh. Ja, ja, wenn das Vieh halt Verfolgung drauf hat, wa? Das war doof. Und auch nicht so geplant. Was? Okay. Ernsthaft jetzt? Crabbox, Crabbox, Crabbox. Es will wohl einfach Ärger haben. Na gut. Salamandra! Funkenflug! Lass die Funken fliegen! Vielen Dank. Eine Vibia-Beere. Was hat sonst noch so alles? Noch eine Vibia-Beere. Okay, was hat sonst noch so alles? Noch eine Vibia-Beere. Was hat sonst noch so alles? Nix, gut. Was für ein Quatsch, wa? Okay. Ich guck gerade mal. Natürlich zum Heilen. Wir haben nicht mehr so viel Beleber. Schade über mich. Jupp. Die Musik immer noch. Und ich habe keine Tränke mehr. Was für ein Scheiß. Ja, ja, ja. Wer bist du denn? Schnupper, Schnupper, Schnupper? Nee, die rieche ich nicht gut. Da ist nochmal eine Zelle. Oder ein Kern, je nachdem. Jetzt doch was. Irgendwo. Sogar eine Riesenperle. Okay. Doppelkampf eventuell. Vermutlich eher weniger. Also machen wir es auf die Schnelle. Ein Kampf zum Kennenlernen. Warum auch nicht? Yeah. Servus. Das ist der Felix. Wölser, Wölser. Und das ist mein Eisbrecher. Yeah. Krabox, Krabox. Oh, ich glaube, das wird nicht unser Durchbruch. Oh, wohl. Das ist ein Volltreffer, hallo? Hier, guck mal, Blubstrahl. Oh, hält das Vieh was aus. Aber es trägt keine Beere. Perfekter Zeitpunkt für... Ladies and Gentlemen! Die Eule, die aus dem Schatten heraus angreift. Rasierblatt
Vierfach Schaden. Das war's. Sankapu. Pupu. Und sagen hier Schattenfestel. Geist gegen Geist. Das war schnell, ja, so schnell. Sehr geil. Wissen Sie, wen ich fragen darf? Dass Sie ein bisschen Spaß unter Pokémon haben. Ja, aber ich denke, das machen wir doch erst wieder in der nächsten Episode hier bei Pokémon Sonne und Mond. Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.